So und willkommen zurück zu Witcher 3. Heute sogar mit vollkommener Auflösung. Ich habe ein bisschen die Kommentare gelesen und mein Fero Rocher hat mir geschrieben, dass die 2K nicht das Ideale sind und ich ja an sich auch keine 2K mehr hochlade, außer das erste oder das zweite. Habe ich mir halt einfach, so hat er gedacht, ich sollte die Detailreiche höher stellen. Und weil ich ja jetzt auch meine Grafikkarte wieder habe, dem ich dem Niklas 11 bis 12 geschickt habe, geht mal bei ihm vorbei, er macht richtig geile Vergleiche von Grafik, von Hardware, Computer-Hardware, richtig gut, richtig geil. Und ich habe ihm da ein bisschen ausgeholfen mit meiner Grafikkarte. Und jetzt kann ich halt auch, habe ich ein 1080p jetzt eingestellt. Das heißt schon noch 1080p auf. Und verarbeitet das auch so 1080p an. 60 FPS immer noch, aber mit allen Details auf maximal. Also wirklich, ich kann hier mal die Einstellungen zeigen. Optionen, Audio, nein, Grafik. Hier alles auf ein. Hier, skalieren, das braucht man nicht. Nachbearbeitung, hier, Bewegungsschärfe ein, alles ein. Scharfzeichen, alles ein. HBA plus Schärfe, auch hier die wo ist das? Wie gesagt, hier 1080p. Das ist dann wirklich okay. Maximale Bilder sind 60 bei mir leider nur, weil mein Bildschirm nicht mehr rausgibt. Hier Nvidia Haarworks auf maximal. Also und Tiere. Alles auf ein, hoch, höchste, alles was geht, auf einfach auf Maximum geschaltet. Und ja, 60 FPS und ich würde sagen, jetzt legen wir los. Wir sind gerade in Wählen und wir sollen da in die Gaststätte gehen, um mit unserem Informanten zu reden, der Informationen über Siri hat. Und was ich auch noch sagen wollte, ihr habt halt gemerkt, in den letzten Folgen habe ich angefangen mit der Cam ausblenden. Ich mache das auch weiterhin. Zwischen den Zwischenfrequenzen. Es dauert halt ein bisschen länger, bis ich das geschnitten habe, weil ich die alle Folgen noch mal ganz durchsehen muss. Normalerweise habe ich nur geguckt, ob der Ton gut ist, ob die Kamera gut sitzt, so hier unten halt, dass sie gut sitzt und ob ich einen Greenscreen machen kann oder nicht, aber im Moment so Sonne ist scheiße und nur ein Licht muss ich dann halt machen, wenn ich mein Büro hier umgebaut habe. Da kann ich das vielleicht besser machen. Ja, und da ist Plötze, aber ich finde das auch schon viel schöner. Wenn man hier so guckt, die Haare, gehe halt die Schatten, alles auf maximal. 60 FPS, passt schon. Jetzt gehen wir hier rein. Da ist der Gastwirt. Und ja, müssen den Agenten fragen. Und da ist er wahrscheinlich. Der sitzt hier ganz alleine. Ich glaube, dass es er ist. Weil da hinten sitzen zwei. Ich glaube, das ist nicht der Agent. Von daher müsste es der hier sein. So, noch ein kleines Brot. Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Okay, das war doch nicht der. Scheiße. Aber okay, da muss es doch die armer Bettler sein. Schenk Ja. nach, Schätzchen. Du hast genug. Keine Frau sagt, wie viel ich trinken darf. Schenk nach, verdammt. Sonst kannst du meine Handrücken probieren. Was willst du? Bist du Henrik? Was kannst du mir über die Gegend sagen? Wer regiert dieses Land jetzt? Der Baron. Durch wessen Dekret? Temeriens oder Nilfgaards? Durch sein eigenes. Es herrscht Krieg. Wer die Männer hat, hat das Land. Warum bist du so neugierig, hä? Darf ich nicht? Bist du Hendrik? Nein.
Red nicht mit dem. Das bringt Ärger. Okay. Ja, dann leb wohl, ja. Bis dann. Höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Wir gehen, wenn ich getrunken habe. Dann trink du mal weiter. Frag steh mal, was du los ist. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Ah, jetzt kommt die Szene. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Ich bin in Fest mit mir drin. Etwa Besuch? Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat 2 Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du 2 Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Okay, jetzt Entscheidung treffen. Hauptsache stimmt, ich bin ein Hexer. Ist Napf? Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Ich gehe nach Novigrad. Unterwegs nach Novigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke. Prost, ja komm. Auf euer Wohl. Und auf meins. Prost! Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Cool. Ich ging ins Haus und Ich da glaub, war das letzte dieser Mal hab ich die alle Porsche mit dem umgebracht. Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat vermutlich seine Tochter verkleidet. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde, Noch nie davon gehört. auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du, was heißt... Hä? Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Okay. Sollen wir noch mal mit dem Typen reden? Vielleicht sind die ja noch gut drauf. Eine Runde, sagtest du. Das war sie. Und jetzt zieh Leine. Okay. Will ja keinen Stein anfangen. Nein! Fuck. Du wirst zusehen müssen, wie jeder Kerl in dieser Einheit sie ins Koma fickt. Alter. Das muss ich rauspiepen. Beim Grab meines Kindes. Hier, ist das. Danke, Herr. Ihr nützt niemandem was, wenn ihr verhungert. Kann ich dich nicht einfach umbringen? Scheiße, Mann. Schnappt euch die Beute. Wir sind hier fertig. Ja, komm. Kannst du nicht umbringen, komm. Geht doch. Komm. Das sind Banditen, hallo, Mann. Hopp. Hopp, hopp,
Ab, ab. Komm, und ab. Ab, scheiß Bandite, wo ihr seid, Mann. Ah, das sind die. Ich bin drinnen. Und go. Und ab, ab. Und Kopf ab. Alter. Scheiß Arschlöcher, wo die seid. Tut mir leid. Aber sowas kann ich nicht durchgehen lassen. Ich als... nein, du bist keine Plätze. Geh weg. Ich reite nur auf Plötze. Da bekomme ich ein paar Schwerter. Da waren sowieso nur Banditen, waren keine Gruppen. Von daher... dumm gelaufen. Was sagt der? Nee, was willst du? Ich will mit dem reden. Sei gegrüßt. Wie kommt der blutige Baron zu ihrem Namen? Seinen Der Namen? blutige Baron. Wie kam er zu seinem Spitznamen? Erzähl. Vor einiger Zeit, als er noch in der Armee war, hatten sich ein paar Schwarze in einer Färberei versteckt. Der Baron und seine Männer sollten sie einnehmen. Andere hätten vielleicht auf Zeit gespielt und sie ausgehungert, aber der Baron ist ungeduldig. Er griff sofort an. Die Schwarzen ergaben sich. Der Baron und seine Männer nahmen die meisten gefangen. Aber einer seiner Jungs stieß einen Bottich mit roter Farbe um und die lief in den Fluss. Die Leute sagten bald, der Fluss sei rot von Blut gewesen und der Baron hätte seine Gefangenen allesamt hingemetzelt. Seitdem ist er als der blutige Baron bekannt. Wie ironisch. Nun, eine Woche zuvor hatte er in Ingholm eine ganze Schwadron massakriert. Aber diese Geschichte hat kaum jemand gehört. Okay. Hier? Der Baron ist nicht von hier, oder? Er ist Temerier, aber aus einer anderen Gegend. Die Leute sagen, er sei mit seiner Kompanie desertiert. Eines Tages tauchte er mit seinen Versprengten hier auf. Sie hatten die Nase voll vom Umherziehen. Sie nahmen die Burg des alten Herrn ein und der Baron wurde Meister von Krähenfels. Ich schätze, sobald die Schwarzen sicher sind, dass sie das Land halten, lassen sie ihm Krähenfels und geben ihm einen echten Titel. Okay. Nee, was verkaufen wir schon mal nicht. Leb wohl. Ja, gehen wir zu dem... Ja. Suchen wir nach dem Agenten. Alter, mein Deutsch schon wieder. So ist gut. Ist ja wirklich wieder nice unterwegs. Beweg dich. Ups. Komm. Mach langsam. Ist noch so eine Quest. Alles annehmen, weil so können wir danach alles machen. Oh, go. Danke. Auch der Kunden wildes Herz. Wir gehen mal kurz. Machen wir die Hauptkasse ein bisschen weiter, dass wir da ein bisschen vorankommen. Und danach können wir ja ein bisschen ein paar Nebenquests machen. Ah, deswegen soll ich da hingehen? Okay. Ich vertraue dem Navi hier nie. Ich glaube immer, dass es einen kürzeren Weg gibt. Ja. Aber wie gesagt, Grafik neu eingestellt ist wunderschön, also wirklich schön. Also mein Ferro Küchen, du hast was gut bei mir. Wir sollten sowieso mal wieder was zusammen, also wenn du diesmal auch wieder zuschaust, wir sollten wieder was zusammen aufnehmen. Sobald Overwatch draußen ist. Wir wollten Overwatch zusammen aufnehmen, hat er mich angeschrieben, da bin ich aber schlafen gegangen, also war ich in der Dusche und dann schlafen gegangen. Von daher wollte ich das nicht mehr aufnehmen. Ich habe auch ein paar Overwatch-Folgen aufgenommen. Die müssen eigentlich schon online sein, wenn ich mich nicht gerade irre. Und ja, ich hoffe, die Overwatch gefallen euch auch. Wenn ihr mehr Overwatch sehen wollt, lasst doch einfach ein Like da. Komische Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Stahlwaffe. Nein, ich will das Silberschwert. Genau. So, hallo. Igni. Zufälliger Hund, Dark. Und. Sorry, Hunde. Hundis.
So. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Einfach großartig. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Wie das abgehakt kam. Lebe wohl. Lebe wohl. Ja, und wie heißt das nochmal? Die weiße Jagd war hier? Ja. Die sind auch in der Serie her. Was natürlich kacke ist für mich. Das macht die Sache nicht leichter. Ja, da. Muss das hin. Eisspuren um die Fußabdrücke. Wirklich? Das muss Hennig sein, oder? Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Hose durchsuchen, Jacke durchsuchen, ja, Hose durchsuchen. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Jacke durchsuchen. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Dann nochmal die Stiefel. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zum Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Jo, wahrscheinlich. So liegt hier nichts mehr. Da kann ich noch was aufnehmen. Ja, natürlich. So wie sich für einen Agent. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen.